Ich war hier die Woche am Denken gewesen, wie verfrüht die Leute, wenn es geheißen hat, einen Stall bauen, wenn es geheißen hat, was pflanzen, wenn es geheißen hat, was ernten. Da sind die ganzen Nachbarleute beigekommen und haben geholfen. Und da ist nicht bezahlt davor. Da ist nicht gesagt, du bist mir das schuldig. Du musst mir noch das machen. Da ist bloß geholfen. Und nachher, wenn der andere helfen haben, da sind die Leute auch bei dir hingegangen und haben geholfen. Und heutzutage, wenn man alles wäre bloß mit Geld. Ich helfe dir bloß, wenn du mir so viel bezahlst. Ich mache das bloß, wenn du mir so viel geben tust oder wenn du mir auch noch helfen tust. Ich weiß, heutzutage hat man alles mal nicht so gerade so groß Zeit, für alles so zu machen. Aber wann war das letzte Mal, wo man Zeit hat, für die anderen helfen, ohne gar nichts zurückantworten? Wann war es die letzte Zeit, wo du die anderen geholfen hast, ohne nichts zurückantworten? Oder wann war die letzte Zeit, wo einer dir geholfen hat, ohne nichts zurückantworten? Und damit, wie ich darüber nachdenke, dann kann ich sagen, ich bin reich mit Leid, wo mir mithelfen tun und wo gar nichts zurückverlangen tun. Es gibt schon nächstes 2 Jahre, wo ich hier auswohne in den Norwegen. Und wie hier die Woche die Dora von Bon Principio mir einen Tee geschickt, hat mir einen Charge geschickt, für auf mein Tee machen, für mit Eis zu trinken. Und hat mir noch ein extra Geschenk geschickt von Bon Principio, für auf mein Gui machen, für auf mein Tee machen, jeden Tag trinken. Und wie wir angefangen haben, unser Sonntag in Hunsrück, habe ich auch nicht gedacht, dass das Kind so weit kommt. Viele Leute und mir Messagen schicken und sagen, wie schön ist das, als du weiter Hunsrück sprechen tust. Wie schön ist das, als du so weit von daheim bist und du weiter den Hunsrück sprechen. In einem Land, wo der Hunsrück nicht gesprochen wird. Und ich merke, aus mit dem Hunsrück kann man die Leute helfen, weil dann denken sie nicht daran, wie es früher war. Denken sie an unsere Eltern, unsere Wovre. Aber mehr wie das, tun sie die Kultur weiter behalten, den Gespräch weiter von die andere Generation auch. Und damit merke ich, alles was man pflanzen tut man doch ändern. Jeder Sonntag hier bei Eisen ist ein Geschenk für mich. Wurde nichts davon, bloß eigene Kompanie. Und alles bekommt so was Extras, was man pflanzen tut man ändern. Und deswegen heute danke ich das Geschenk, das die Dora mir geschickt hat, raus von Bon Principio. Und ich wollte, dass man da mit zusammen unser Tee trinken.